Jedes Jahr, schon vom ersten Advent, fängt meine Mutter das Plätzlbachen an. Und jedes Jahr sucht sie ein neues Versteck für den Tag, der ja erst einmal geholt werden muss. Und jedes Jahr findet man es trotzdem. Wenn es nach uns gegangen braucht es die Plätzl gar nicht backen, weil der Tag allein schon so gut schmeckt. Es ist wurscht, wie glatt man den Tag nach dem Stibitzen wieder streichen. Sie merkt es doch immer, dass was weg ist. Aber weil sie nicht weiß, ob es am Ende der Papp war, kann sie keinen schimpfen. Und wenn die Plätzl nachher fertig sind, geht das Versteckspiel wieder von vorne an. Und bis Heiligabend haben wir es dann schon fast alle aufgegessen. Einen Tag vor dem Christfest kommen immer unsere Großeltern auf Besuch. Die übernachten dann ein paar Tage bei uns. Mein Pap holt mit dem Auto ab, weil es zum Zusgehen zu weit weg ist. Mit dem Auto braucht man ungefähr 1,5 Stunden. Wenn dann der Schlüssel ins Schloss gesteckt wird, dann sucht sich jeder von uns ein Versteck. Leider haben wir bloß 2 Klos. Da bleibt einem nur unterm Tisch oder hinterm Sofa. Es ist nicht, weil wir die Oma und den Opa nicht mengen. Es ist bloß, weil uns die Oma immer so abschlappert. Und das ist weil schon kreislig. Aber unsere Mutter treibt uns aus dem Versteck. Und bevor man es versiegt, hat man schon wieder einen nassen Schmatz aufgedruckt gekriegt. Jedes Jahr bringt uns meine Oma eine Tafel Schokolade mit und einen warmen Pullover und 20 €. Die Schokolade ist nicht von Milka und ganz schön hart, aber man kann sie ja lutschen. Und der Pullover hat immer so lange Ärmel, sodass meine Hände von gar nicht ausschauen. Am Heiligabend in der Früh schickt uns meine Mutter über in die Kirche. Mein Bruder mag aber nicht hingehen und sperrt sich jedes Mal ins Klo ein. Da hat er aber Pech gehabt, weil man das von außen mit einem Zehnerl aufmachen kann. Und das weiß meine Mutter. Dann packt sie bei die Ohrwaschel und zieht hinaus. In der Kirche habe ich schon einmal den Erzengel Gabriel gespielt, obwohl das doch ein Mann war. Aber als Engel hat er wohl lange blonde Haare gehabt und zwecks dem haben sie da mitgenommen. Meine Mutter hat mir am Abend davor die Haare verdraht mit Stofffetzal. Da kann man vielleicht gar nicht richtig schlafen. Aber wie ich in der Früh aufgewacht bin, habe ich trotzdem geschlafen gehabt. Richtig schöne Engelslockerl sind das geworden. Und der Pfarrer hat mir dann noch ein weiß langes Gewand gegeben. Ich glaube, so brav habe ich mein ganzes Leben noch nicht ausgeschaut. Aber dann habe ich einen rechten Batzer ins Krippenspiel eingebracht. Ich bin da so vor der Maria gestanden, eigentlich war es ja die Froni, und habe die frohe Botschaft verkündet, obwohl ich gar nichts gesagt habe. Ich bin ja nur da gestanden und hab den angekommen und bedächtig geschaut. Auf jeden Fall hätte ich nach einem Liedl, das was gesungen haben, von der Bühne, oder wie man das in der Kirche nennt, wo der Pfarrer draufsteht, runtergehen sollen. Und nach der zweiten Strophe habe ich mich auf den Weg gemacht. Da haben die vom Chor nochmal eins aufgelegt. Was müssen die Deppen auch so lange Pause machen? Vorne im Publikum hat Leonie aufgeschrien. Wahrscheinlich hat sie Angst gehabt, dass wenn ich der Maria bloß die Hälfte verzeih, dass nachher kein Kind kriegt. Aber auf dem Schrei hin bin ich wie angewurzelt stehen geblieben und hab mich auf der Stelle umgedreht und bin zurückgelaufen. Das hätte ich wohl besser bleiben lassen, weil ich nicht mehr dran gedacht hab, dass die Kutten so lang ist. Wie es der Himmel so will, bin ich aufgestiegen und im hohen Bogen auf der Maria in den Schoß geflogen und das ohne Flügel. Dabei habe ich den Ständer mit dem Weihrauch umgeschmissen und das Tüpferl ist aufgegangen und der ganze heilige Rauch ist aufgestiegen. Der Seppi hat aber gleich reagiert und die Schüssel mit Weihwasser packt. Das Pech war bloß, dass sich der Herr Pfarrer mittlerweile nach dem Tüpferl buckt hat. Der Seppi hat aber seinen Schwung nicht mehr bremsen können und dem Herrn Pfarrer das ganze Weihwasser ins Knack geschüttet. Der braucht sich das ganze Jahr nicht mehr bekreuzigen, nachdem er drin Boot hat. Mei, alle sind aufgesprungen und durcheinander gerannt und haben geschrien. Ganz viel haben aber gelacht, so wie mein Bruder. Nachher hat er gesagt, das war das erste Mal, wo Kirche Spaß gemacht hat. Und für mich war das jetzt das letzte Mal, wo ich beim Krippenspiel mitgemacht habe. Eigentlich wollte ich daheim gar nichts von der Geschichte erzählen. Aber mein Bruder, der Depp, hat beim Essen seine Goschen wieder nicht halten können. Aber Gott sei Dank haben sie alle gelacht. Nach dem Mittagessen wird dann bei uns jedes Jahr die Tür zum Wohnzimmer abgesperrt. Und meine Eltern einen Christbaum schmücken. Wir spielen dabei Spiele und sind ganz brav, damit das Christkind auch kommt. Irgendwann kommt dann meine Mutter daher
und sagt, dass ich mich jetzt umziehen muss. Dann muss ich ein Kleidel tragen. Das ganze Jahr über trage ich kein Kleidel. Und ich verstehe nicht, warum ich fürs Christkindl uns anziehen muss. Das sieht mir sowieso nicht. Weil sie schon weg ist, wenn wir ins Zimmer reingehen. Aber da lässt meine Mutter nicht mit sich reden. Wenn's Kleckerl klingelt, öffnet mein Vater die Tür und wir kriegen alle ganz große Augen, weil so viele Backerl unterm Weihnachtsbaum liegen. Aber bevor Bescherung ist, müssen wir noch ein paar Weihnachtslieder singen. Unsere Mutter singt auch mit, weil sie die schönste Stimme hat. Mein Vater hält sie außer, weil er nicht singen kann. Die Oma singt trotzdem mit und der Opa spielt mit der Quetschen. Dann dürfen wir die Geschenke auspackeln.